Flyer der Kikessen, mir rutschen durch die Chamber. Die Chamber wird dann nach Kummer, Parlament oder Kreitmoat genannt. Kreitmoat, Rue du Marché aux Herbes, ist die Adresse vom Gebäude. An der Verfassung steht, dass man beim Volk leid. An die Chamber ist an unserem System der Vertreter vom Volk. Wir haben als Staatsform eine repräsentative Demokratie. Es kann noch parlamentarisch oder indirekt Demokratie sein, das ist selber. Das bedeutet, dass wir Deputiert wählen, für uns an der Chamber zu vertreten. Am Platz Deputiert kann ihn dafür auch Volksvertreter so. Die Chamber ist legislativ, das heißt, sie stimmt Gesetze. Da können aus dem Latein lex legis Gesetz, wir so noch Gesetzgeber, de pouvoir, den als Gesetz sagt. Dafür gehen Chamberswahlen auch Legislativwahlen genannt, an die 5 Jahre Töchtewahlen, während denen eine Chamber aber auch eine Regierung schafft, nennen wir Legislaturperiode. Heute sieht der Sitzungssaal von der Chamber. Deputiert sitzen sich vis-à-vis, weil am britischen Parlament. Es gibt noch andere mögliche Konstellationen. Die französische Assemblée Générale und den deutschen Bundestag sitzen am Halbkreis gegenüber vom Rednerpult. Vielleicht sieht der Stil von einer Chamber etwas über die politische Kultur von einem Land aus. Die Verdelung von den Sitzen gesagt hat, die letzten Wahlen so aus. Ich fange den oben links an. Da haben wir 9 Grüne, 10 Rote, auch LSAP oder Sozialistische Partei, 12 Blaue. Das ist übrigens kein Zufall, dass das 3 Parteien bei ihnen sitzen, weil das sind Regierungsparteien. Die Leute, die an der Regierung sitzen, kommen aus diesen Parteien. All zusammen, inklusive den einzelnen blauen Punkt, das ist den Fernand Etchen, der Chamberspräsident, kommen die Regierungsparteien auf 31 Sitz an hun also die Majorität. Majorität ist nötig für Gesetze zu stimmen, und die meisten Gesetze kommen von der Regierung. Aber wen sind wir d'accord mit der Regierung? Major Deputiert aus den Regierungsparteien. Vis-à-vis von der Majorität sitzen, und ich fange links an, feier halb blau, das ist den ADR, 21 Orange, CSV, die gibt sich gern orange. Allerdings gibt es bange Hand die schwarz genannt, das ist bei all konservativ-christlichen Parteien so. Auch die deutsche CDU wird gemenge Hand schwarz durchgestaltet und auch die schwarz genannt. Dann haben wir 2 Mofer, das sind Piraten, 2 Deichter Rot, das sind die Link. Auch hier ist es kein Zufall, dass das Parteien bei ihnen sitzen. Zusammen bilden das Deputiert nämlich die Opposition. Die könnt ihr denken, wie wird die Opposition genannt gehen? Wenn die Majorität grundsätzlich für alles, was die Regierung möchte, dann ist die Opposition grundsätzlich gegen alles, was die Regierung möchte. Man schüsst insgesamt 29 Stimmen, hat die Opposition allerdings nicht, die Pouvoir-Gesetze zu verhindern. Das ist übrigens noch mal kein Zufall, auf einer Reihe falsch Deputiert neben den sitzen. So sind an der Opposition die Link an den ADR weit von den Ihnen weg. Könnt ihr euch denken, für was? Die Regierung kann auch die Chamber die Initiative holen, für Gesetze auf ihr zu schlagen. Das nennt man eine Proposition de loi. Die Fächer sind aber echter Seelen. Da schon mal hier Königsdisziplin aus natürlich Gesetze zu stimmen. Gesetze, das können Oblagen, Gebote oder Verbote sein, das können aber auch Posten beim Staat sein, die geschafft gehen oder Projekte, die viel Suche kosten. Das Staatsbudget ist zum Beispiel ein Gesetz. Aber wenn das nicht gestimmt wird, dann hat die Regierung keine Suche, dann muss die missionieren. Mit Chamber holt er noch andere Aufgaben. Sie kontrolliert die Arbeit von der Regierung, indem sie Fragen stellt, wo sie bestimmten Dossier drin, wie viel Subside Gufen ausbezahlt, wie viel Baugenehmigungen Gufen erdeelt, und so weiter. Das ist die fameuse Question parlementaire oder parlamentarisch froh. Es gibt aber auch noch eine Reihe anderer Occasionen, bei der die Chamber eine Antwort von der Regierung kriegen kann. Schließlich kann die Chamber auch noch Enquete gegen Ministerien und Verwaltungen anlegen oder sogar einen Member von der Regierung für ein Gericht bringen. Schließlich möchte schon mal das, wofür sie bekannt ist. Aber der Begriff Parlament abgestellt. Sie parliert, diskutiert, debattiert über Gesetze, über die Stimmung an der Bevölkerung, über die Lage von der Nation, über das Staatsbudget, über die Europa- und Außenpolitik, mit der Regierung, ohne die Regierung, mit Experten, mit Leuten vom Terrain, mit Bürgern, die Petitionen gerecht haben. So wird am optimalen Fall Politik gemacht, mit nicht schwätzen, sich eine Meinung bilden und das schließlich nur bestem Wissen und Gewissen handeln, das heißt Gesetze stimmen. Und es wird nur gucken. Bis dann.